Voilà, das für eine Wauer scheinen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, der Publik, und dann dabei sind Leute, die als noch gucken im Internet oder das vielleicht mich spät machen. Ich meine, wir sind den 31. Januar, das heißt reglementär Gemeinderatssitzung, die so am Kalender immer vorgesehen. Mit das aber nicht zu spät, und das wollte ich dafür machen, für nach ein schönes Jahr jedem zu wünschen. Und natürlich ein gut Gesundheit. Ich meine, dass das wisst und dass dann Projekte, ob das privater sind oder professioneller sind, auch mit Erfolg 2024 können an 3 gehen. Voilà, wir haben normal auf ganz grob Informationen. Für dich fangen wir an mit dem, was hinter der letzten Sitzung an der Gemeinde so los war. Wir hatten unseren Christmarkt, das war vom 15. Dezember auf den 17. Dezember. Der Kircheplatz hat zu Schëtter an tun immens viel Leute op Christmarkt von zu unterstreichen aus der großen Suse den nirgend der Flotte auf familiäre Ambiance den als Christmarkt bit, wo auch Leute seiner Gemengen als da immer im Soen auch ein groß Vielfalt und kulinarischen Sachen ubit an auch sos ganz flott Stand zu bieten huet. Daneben tun wir natürlich flotten Programm für zu kadrieren, das war der Freude Sowes Schëtter Jungbläser, sowie auch Schëtter Strüpp, die dafür die nedisch musikalische Ambiance gesucht haben. Samstes Oves hatten wir dann das Gesangsduo Simply Two, die meine ich auch eine ganz flott Prestation gemacht haben, an das Programm Robert Rof Christlieder gespielt haben, mehr moderner, mehr klassischer. Und das hat auch gut gepasst. Dann hatten wir auch das Konzert spirituell von der Schëtter Musik an der Kirche, das war der Sonntag. Und der Konzert war ganz gut besicht und die Leute waren auch da begeistert vom Programm, den sie dort zu hören konnten. Auf dieser Platz, ich will am Namen vom Schaffner Gemeinderat, denke all den Leuten, wo der Weg an der Basis waren, eine große Merci sagen. Sie haben uns Lokalvereine, Gemeindepersonal oder viel andere wollen. Sie haben alle gut eine exzellente Arbeit gelegt und ohne sie wird der Christmarkt in so einer Form auch nicht möglich. Wir hatten noch nicht Nullauf, also ein Christmarkt als Green Event zu organisieren, und ich meine, das hat funktioniert, obwohl da noch Verbesserungspotenzial bleibt. Aber wir werden uns dann mit all den Akteuren zusammensetzen, auch gucken, wie wir die kleinen Probleme, die da vielleicht waren, oder verschiedene Sachen, die wir besser können organisieren, wie man das kann machen, dass wir dann zusammen auf dem Weg können fahren. Dann hatten wir den 16. Dezember den Fairy Tale Cup, und noch den 17. Dezember von Rhythmika Lux am Centre Kulturell zu Münzburg. Das war eine große Organisation, die gut besicht war, mit vielen Altersgruppen, die da abgetreten sind, und wo da jeder sein Können konnte weisen. Als Gemeinde war durch den Sportchef Serge Eicher vertreten. Da war auch ein Christfeier am Schëtter Treff, das war den 20. Dezember, und die Kommission von der Familie im dritten Alter und sozialen Urlaubs invitiert. Da konnten die Leute zusammen in einer gemütlichen Ambiance ein paar 6 Stunden mit ihnen verbringen. Es gab ein Buffet mit einem anderen selber gemachten Christtagsgebäck und noch Glühwein. Sirdal Indoor Cup hatten wir den 6. und den 7. Januar, den FC Münzburg, den organisiert hat in der Sportsaal. Hier waren auch verschiedene Alterskategorien, wie beispielsweise Jeune Fille, Bambini oder die Poussins-Equipen, den ganzen Weekend am Sport NRW. Dann hat die Gemeinde hier Personalfeier den 12. Januar am Centre Kulturell zu Münzburg. Neben den Membern vom Gemeinderat und den aktiven sowie pensionierten Gemeindepersonal war natürlich auch Personal aus der Schule, der Maison Relais, dem Jugendhaus, dem Vierster, der Police und dem CGDs invitiert. Mit ungefähr 150 Leuten war die Feier gut besicht, und die Leute konnten sich über den ganzen Abend gut amüsieren und austauschen. Samstags morgens war dann der Schëtter Markt, den 13. Januar. Wenn es die schlechten Wetterkonditionen hatten, allerdings ein paar Stände für die Edition aufgesucht. Dafür haben aber Deichstaller Alpenbläser mit einem flotten Konzert für die nötige Unterhaltung gesucht. Dann war Sonntags die Edition von der UGDA, der 14. Januar. Die war ganz flott, und ganz viele Schüler und dem Auditoire konnten weisen, welche Fortschritte dat sie gemacht haben mit den Instrumenten oder auch am Gesang, und was sie da schon alles können. Wir haben auch einen neuen Kur, nämlich einen Geierkur, den lo ugeboren wird. Auch die Jungbläser haben für flott musikalische Stimmung gesorgt, amateure Performance überzeugt. Dann hatten wir den 15. Januar
eng Präsentation vun der Blötz ASBL, auch organisiert von der Kommission von der Familie im dritten Alter an dem sozialen Urleiers. An heiers dat eng Informationsversammlung gewircht zum Thema Schlag, Sensibilisierung a Prävention. Weil den awer immer merkt, dass viel Leute net gut über das Thema informiert sind, an noch heiers die überall, dass ein gut Information hilft, so Fall also Konsequenzen davon zu begrenzen, wann in die richtige Maßnahmen trifft, an noch später dann richtig enkadriert gëtt. An fir Leute, die dann noch dono eng Behinderung oder so behalen, wartet do vun Hëllefe gëtt, aéi sech kann an dem Krankheitsfall auch aktiv beschäftigen, fir dann noch seg Situationun langfristig zu verbessern. Das ist also eng wichtig Sache, wo dann Nicole Backes, wat auch am Fund ganz aktiv ist an der SPL an die Konferenz mat enger anderer Madame aufgehalten huet. Dann hatten wir den 19. Januar vom Clip Sirdal, den kreativen Eck. Das ist ein Atelier, wo in zusammen tüfteln, basteln auf Sachen kreieren kann. An diesem Atelier konnten die Leute sich selber ihre Ideen kreativ und künstlerisch ausdrücken. An dem Atelier goufen dann noch Wandlichter aus verschiedenen Materialien gebastelt an Gebäuden. Das Atelier wird auch den 16. Februar und den 15. März stattfinden. Und das sind dann auch verschiedene Aktivitäten, die da Gebäude gehen. Dann haben wir den 10. und den 11. Februar ein Tournoi vom Cricketclub, da aus U13 und U11, die da spielen. Dann haben wir einen kreativen Act, den 16. Februar, eine weitere Edition. Und das steht die Aktivität Wandspiel Programm. Dann haben wir den 17. Februar die Burschbrennen, der Cross bis zu Schötter, organisiert vom Club des Jeunes. Dann haben wir einen nationalen Tournoi Grand Prix Jeune vom Badminton, das ist dann den 18. Februar, das ist ein größeren Tournoi, den da organisiert wird. Dann haben wir eine Rezeption für uns Élèves Méritants, das ist den 20. Februar am Centre Culturel, da kriegt der Gemeinderat dann noch eine Invitation, die geht an den nächsten Tag raus. Dann haben wir Fußball, den 24. Februar organisiert von der Elternvereinigung für die Kannerfußball, das von 14 Uhr bis 18 Uhr. Dann ist ein Zechenkurs, den 24. und 25. Februar auch organisiert vom Club Sirdal an der Galerie im Campus. Und für mehr Informationen kann ich sich gerne beim Club Sirdal melden. Den 21. Januar war Mullenöwen, oben vom FC Münzburg. Und letzte Weekend war auch Theater, wo wir 2 Seancen schon hatten, am Stück Männergrippe, lebst du noch oder stirbst du schon. Da tut die Leute viel zum Lachen gebracht und zum Schluss war dann noch ein Mensch begeistert. Also aber wenn nicht war, eine Chance für diese Weekend gucken zu gehen, solange noch Plätze frei sind. Dann hatten wir eine männliche Konferenz mit den Betrieben, das war eine Organisation von der Schötter Gemeng mat an Niederrand vun der Gemeng ze summen, das geht zu Niederrand gewircht. Da waren noch die 2 Ministeren do, den vun der Umwelt an den stellvertretenden Ökonomieminister. Da hatten wir kleine Probleme der Organisation, da ist die Invitation für den Gemengerot nicht rausgegangen, so wie wir das gedacht hatten. Dafür wollen wir uns ganz formell hier entschuldigen. Das war ein bisschen, weil auch die Organisation zwischen den 2 Gemengen war. Wir haben aber auch schon Maßnahmen geholt, dass das nicht mehr viel könnt. Wir haben schon gecheckt, alles, was am Februar von Evenementen sind, dass da noch assuriert ist, dass die Invitationen rausgehen. Also, das nicht gern geschieht, das soll nicht geschehen. Und wir probieren da mal alle Maßnahmen entgegenzuwirken, dass das die letzte Kehr war, wo so eine Invitation nicht zur Zeit und die Gemengerat rot verschickt wird. Voilà, dann haben wir den 1. Februar, also Mur Klimakonferenz mit Sven Plöger vom SIAS organisiert, das auch zu Niederrand werden. Das ist schon am Kader von den 50 Jahren SIAS, die wir das Jahr ein bisschen mehr groß abziehen, mehr groß feiern. Ich meine, das wird eine ganz interessante Konferenz an dem Motto, zieht euch warm an, es wird heiß. Mit Sven Plöger, den aber an der Matière als Expert bekannt ist, und noch die Konferenzen immer ganz interessant organisiert. Voilà, dann haben wir die Assemblée Générale von der Miperas, den 8. Februar am Centre Culturel. Dann ist ein Hölfkurs
Den 8. und den 22. Februar sind die nächsten Seancen. Es gibt am ganzen 8, die zwischen dem 1. Februar und dem 21. März aufgehalten gehen. Du hättest natürlich ein bisschen anschreiben, für du können Deal zu holen. Dann hast du den 10. Februar im Schötter Markt auf der Platz. Und dann hast du den 24. Februar eine Aktion vom SIAS, die ich dann noch wollte, wo dann auch die Gemeinde eine Invitation kriegt, eine Bahnplansaktion, und du gehst am Kader von den 50 Jahren SIAS, 50 Spämen zu Grevenmacher, hat im Ackhaft-Center, also ein Protestspielstuhl geplant, du könnt da wird das so mit dem Detailer, wo das. Da sind alle gut herzlich invitiert. Dann wollte man kurz informieren über das Holzstudio, dann haut auflebt, da sind ganz viele Monten rangekommen. Und wir haben dezidiert, dann eine Tirage au sort zu machen, das nicht fest Campus Turf, aber das ein bisschen mehr gerecht ist für ihn, noch die Möglichkeit hat, du Holz zu kriegen. Das ist nicht für jeden für ein Holz da, das wissen wir. Die Leute müssen sich dann ehrlich da gesehen, müssen Holz an so gar nicht kaufen. Wir werten nur die Löschen aus, dass die Leute, die Holz gefroht haben, dass das auch alles richtig ist. Aber wenn man das gemerkt hat, dann gibt es eine Tirage au sort gemerkt und da gehen die Leute informiert, ob sie dann Holz kriegen oder auch nicht. Dann aus der Radar, also kein Strafradar, kein Radar, der guckt, ob ich den Schrot von oder so, mit dem Radar, der guckt, ob 400 Roter Lot bei der aller Schuld zur Minzblut der Kreuzung da steht oder ob er den Velo hast, da hat man immer das Problem, dass das Velo nicht detektiert werden durch die Schlaufe, die am Boden ist, den also installiert. Und das scheint auch tiptop zu funktionieren, auch für die Autos, und so dass die Effizienz von der Luft dann noch an die Luft geht, dadurch, dass eben zuverlässig detektiert wird, wenn der Verkehr für steht. Dann hast das Budget 2024 vom Minister approviert gehen. Es hat keine Verbesserung gemerkt, und da haben wir davon Madame Müller auch ein Lauf gekriegt. Da will ich nicht merci so für alle, die freiwillig oder die in der Gemeinde wohnen, die an der Schule, an der Maison Relais, an der Woche in der Gemeinde Stellung gehalten haben, für die Glötz als Straßen, auf Fußgängerinfrastruktur, der 17. Januar unpraktikabel gemacht wird. Die Schule war ja offiziell zu, mit der sauberen Accueil und noch eine Surveillance den ganzen Tag assuriert für die Kinder, die dann aber müssen hinkommen, weil die Eltern nicht frei waren, wie die Situation dann noch immer war. Also eine ganz große Merci von dieser Platz für die Disponibilität, und die Gemeinde war dann noch op den ganzen Tag. Wir haben nicht die Gemeinde zugemacht, weil wir halt Gemeinde tun, auch von Leute vielleicht nicht den Tag kommen für Gemeindeservice, wir waren dann in ein Problem gehabt hat, dass er nicht für eine Zone dir steht, an die Permanenz war also den ganzen Tag assuriert. Dem Kader will ich dann noch so, dass die Wetterstation gut funktioniert, und wir dann nur nach Schüststrehe fuhren, wenn er doch wirklich schneidig ist. Dabei gehen dann noch die Straße nicht gestreht, wo der durch die Schilde so angekündigt ist. Wir überschaffen aber nur den Strebplan, für das wir dann die Straßen noch ziemlich überall dieselbe Philosophie applizieren. Die Idee ist, nicht dort zu strehen, wo zum Beispiel durch ein Pont oder ein anderer Risk auch wirklich schneidig ist. Der neue Plan wird dann noch publiziert und die Leute gehen informiert. Ganz besonders gucken wir dann noch ein Kehr, wo wir auf den Achsen für den Löschentransport auch für die Fußgänger den Risk minimisieren können. Das selbe gilt für Extremwetterkonditionen, wie wir das dann noch letzten 17. Januar hatten, wo dann noch ausnahmsweise Straßen, die normalerweise nicht gestreht gehen, auch gestreht gehen. Also ich meine, das soll aber auch möglich sein, also das nicht strehen, das wird immer angehalten, außer das ist so eine Situation, wo man dann aber den Risk minimisieren wollen. Der Brief für Subsidien und Vereine geht dann noch an den nächsten Tag raus. Und dann müssen Vereine bis den 9. März hier den Monat dann uploaden, zwar auf der ALA-Plattform oder vielleicht auf einer neuen Plattform. Da das noch am Gang geguckt zu gehen, ob man die aktiv gemerkt kriegen. Da gibt es nämlich auch ein neues Login, parallel zum Brief mit verschickt gehen. Und da, wie gesagt, bis den 9. März und Vereine dann hier den Monat an die Donnen, die wir frohen, uploaden. Dann haben wir die Anpassungen vom Reglement d'ordre intern gemacht und das soweit fertig, sodass wir den nächsten Tag auch dort Reglement und Kommissionen Werte verschicken pour avis, so wie wir das angekündigt hatten. Und gleichzeitig kriegt der Gemeinderat dann noch das Reglement, die überschaffte Version, geschickt. Wir gehen dann die Kommission, also mindestens 3 Wochen, müssen wir gucken, wie sie das mal rauskriegen, für die Stellung zu holen. Und dann hoffen wir, dass wir den neuen ROI dann am März an der Gemeinderatssitzung stimmen können.
Dann haben wir auch eine Antwort gekriegt von der Preuchose bei diesem Brief, was Maintenance und der provisorische Brick zur Straße geht. Das ist noch nicht ein offizieller Brief, der kann da aber, wir haben aber über Mail gesucht, kriegt das am Gange, sind wir der CRL, ein Zeitfenster zu sichern, da dürfen dann kein Tisch für eine Sicherheitsgründe für die Maintenance dann zu machen, also das läuft. Da wollte ich an meiner Funktion als Vertreter am SIAS noch informieren, dass wir eine neue Committee-Sitzung abgerufen hatten, für den Büro Nenke zu wählen, weil wir da am Anfang an der Prozedur, wie wir gewählt haben, war doch schon viel so gemerkt, war der urbaner Plätzen so gemerkt, wir haben 100 Leute sich renseigniert beim Minister, und das war nicht ganz richtig, was wir da gemerkt haben. Und da hat das Minister als rekommandiert, eine neue Wahl neu zu organisieren, das haben wir da gemerkt, und das Büro also aber selbst die Komposition vom Büro selbst, wie sie vier schon gewählt waren. Wir hatten dann noch schon als nächsten richtiges Büro aufhängen, am SIAS konkret zu schaffen. Voilà, da wollte Serge noch über Dugda informieren. Merci. Guten Abend noch da von mir. Ich wollte kurz einen kleinen Rapport machen über die letzte Sitzung von der Kommission de Surveillance von der Musikshow, die war am 23. Januar. Und da ist es so, dass einerseits durch Gratuität von den Choren ganz großen Zulauf letztes Jahr schon war, für an die Choren zu kommen und davon auszugehen, dass den Zulauf auch so bleibt. Und auf der anderen Seite ist auch durch das neue Gesetz, das für Musiksenseignern gestimmt ging, also im Juli vom letzten Jahr, also so, dass da verschiedene Kriterien für mich streng sind, was notamment Sprachkenntnisse gesehen und auch was hier unzählig von Stunden, die sie dafür prestieren, mehr hochgehen, also dass am Anfang der Mond von den Schülern mehr groß gehen, als an die Offer von den Personal wie klein gehen ist und dann darum mir schwer als für Personal zu finden. Was dazu feiert, dass am Anfang viel gesehen ist, dass am diesem, also für nächste Rentrée kein neue Schüler, die da die Medien können gehen, das ist so viel gesehen, dass am Prinzip all die Altschüler angeschrieben gehen, für dass sie an den ersten Phase konfirmieren, ob sie weiterführen. Die sollen noch, die schon am Gang sind, ein Instrument zu lernen oder am Gang sind, solfig zu lernen, dass die sicher einen Platz können beibehalten. Und da geht es in einer zweiten Phase am Anfang Darschreibungen abgemacht für die anderen Publikum, für einen Platz zu kriegen. Das ist auch nicht so, dass nicht das Problem ist, nicht bei allen Instrumenten, respektive das hauptsächlich bei Piano oder Gitarre, wo ein ganz hohes Demand ist. Ich meine, für all die noch mit traditionellen Instrumenten, da müssen auch immer genug Platz sein, auch für eventuell neue Schüler abzuholen. Aber da ist eben trotzdem, dass das organisiert wird von der an zwei verschiedene Phasen. Und finde das doch mir einfach zu machen, also so, dass du die ganze Gestion von den Inskriptionen nie verhält, das ist auch alles responsabel von der Musikschule ein bisschen entlastet, für dass sie das zentral können gerieren und auch sie schaffen darunter, für das zu digitalisieren, für das dann in Zukunft auch mir einfach geht. Voilà, ich meine, das war das die bisschen Info dazu. Merci Serge, da gebe ich dem Mann die Wort gehen, hier informiert, dass über Zedal und noch über die Plattform vom Jugendhaus. Merci Claude. Ja, von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich wollte dich über zwei Sachen informieren. Das ist, dass dann Sierdalheim den 13. Dezember letztes Jahr hat mir schon informiert, dass CNS beträchtlich Monte vom Sierdalheim zurückfried und dass der SPL-Provisionen für die Jahre 2018 bis 2022 von etwas über 4,8 Millionen Euro gelöscht wird. Darauf sind wir Kurier und USI geschickt, mit der Forderung, verschiedene Informationen zu kriegen, wie zum Beispiel die Kontannuelle von den Jahren 2018 bis 2022, sowie auch die Procès-Verboten von den Reunionen vom Conseil d'Administration und von der Generalversammlung ab dem 1. Januar 2019. Außerdem haben wir sie auch gefragt, für eine Kopie von dem Rapport de Plausibilité von der CNS zu kriegen, sowie Detailer gewollt zu gehen, für sich den Normen der Qualifikation von der CNS anzupassen. Letzte Woche konnte man dann von hinten eine Antwort, dass der SPL ein Audit detailliert von ihrer zukünftiger finanzieller Viabilität angefragt wird. Also sie wären noch an Negoziationen mit der CNS für einen Plan de Paiement auszuschaffen, an hier Liquidität geben nach immer durchgehen für die nächsten 12 Monate all hier Services weiterhin anzubieten. Als zusätzliche Information konnte man dann noch gesagt, dass sie einen Akkord mit der Croix-Rouge von tun, für 4 Stunden pro Woche auf einen Ökonomisten zurückzugreifen, den bei der Croix-Rouge responsabel ist für die Volle Plausibilität CNS. Die Kosten von dieser Person belaufen sich über Minimum, weil das Sierdalheim auch Personal und Croix-Rouge auftritt, für verschiedene Formationen können zu halten, und da gibt dann der Grund gemacht gehen. 2 Offeren haben sie dann noch angefragt, der SPL für den Audit gemacht zu kriegen. Und das ist ein Audit beinhaltet oder setzt zusammen aus der Analyse vom Schiede, also vom Chiffre d'affaires,
an eng Abdelung vom Perte Profit pro Aktivität, wo sie hun eng Evolution von der Struktur von den Salären mit Vergleich mit der nationaler Moyenne, ein Cashflow Forecast mit einem Plan de Remboursement und CNS, eng Abstellung von einem detaillierten Budget pro Aktivität und daneben nach Konklusionen mit Rekommendationen. Aber sobald sie dann den Audit gemacht haben, geben mir den präsentiert, kriegen mit einer Diskussion über den nächsten Schritt, was wir da könnten machen. Die andere Information, die ich dann auch teilen, ist die über die Plattform vom Jugendhaus. Am Dezember letztes Jahr war die Plattform vom Jugendhaus, wo den Rapport von den Aktivitäten vom Jahr resümiert goufen und die neuen Aktivitäten für das Jahr 2024 präsentiert gesehen und das an Präsenz von den Vertretern vom Ministerium der Tutelle. Den 22. Februar letztes Jahr hat die Gemeinderat die Konvention beim Jugendhaus approviert und eine zusätzliche Mitarbeiterin aus dem zuständigen Ministerium akkordiert ging. Neue Charge der Direktion als Thomas Danelo zu sich Schmidt. Die Jugendhausers während 26 Stunden an der Woche op ihre sogenannten offenen Treff, wo Aktivitäten Urgebäude gehen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, Hilfe, Atelieren, Sportaktivitäten, aber auch Sucht- oder Gewaltpräventivaktionen. Ein paar Sachen rausgepickt, mittwochs an Freitags organisieren sie am Kader vom Body, Mind and Soul sportliche Aktivitäten an der Sportsaal. Den Tag, die organisieren sie auch über Mittelstunden den Campus-Hopping, wo die Kinder aus dem Cycle 4 von der Miserolé können einen Abblick an das Jugendhaus kriegen. Am Samstag gehen dann Kochaktivitäten bei ihnen am Haus organisiert, die große Success haben. Den Durchschnittsalter von den Jugendlichen am Jugendhaus belebt sich für das letzte Jahr auf 16,7 Jahre, aber weiterhin als Freitags den Tag, wo die meisten Jugendlichen da unzutreffen sind. Natürlich aber durch den Austausch mit dem Lehrpersonal und den Responsablen von der Miserolé herausgestellt, dass sich ein Trend Richtung Verjüngung undeutet, weil sich viele Kinder aus dem Cycle 4 schon für das Jugendhaus interessieren, obwohl sie noch nicht in der Alterskategorie von 12 bis 26 Jahren sind. Das ist Success als größtenteils strikt zu feiern, ob den Miserolé Goes Jugendhaus oder auch nach den U-Kids an der Delt. Das Projekt war dann noch in der Woche vom 26. bis 30. Juni letztes Jahr, wo 3 Schulklassen und zusammenarbeit mit der Schule und der Miserolé über verschiedene Themen sensibilisiert und aufgeklärt wurden. Auch über ihre Foodtruckers geschwärzt gehen den großen Success als pädagogische Projekt aus und auch über als Gemeinde heraus bekannt. Dieses Projekt soll dann auch nach weiterhin laufen, besonders für die Jugendlichen, die auf der Sicht nur eine Arbeit sind. Für dieses Projekt in Zukunft können weiterlaufen zu lassen, wird Personal, an dem noch auch verschiedene Jugendliche eine Formation HACCP absolvieren, weil die Formation am Bereich von der Maîtrise von Lebensmitteln an der Hygiene ist. Im Zeitraum von Mai bis September letztes Jahr haben sie 2 verschiedene Unhänger gelohnt getestet, für dass die Jungen können Erfahrungen sammeln, wie es ist, für seinen Wohnhaus zu verkaufen am Platz, also den klassischen Stand. An ihrer letzten Versammlung haben sie noch dezidiert, für so einen Wohn zu kaufen, den sie zu 80% selber finanzieren können, die restlich 20% gehen dann von der ASBL überholt. Ein gute Zusammenarbeit mit der Miserolé geht auch am Projekt Alpaca, wo die Idee ist, dass die Jugendlichen, die regelmäßig bei deren gehen, Informationen kriegen, sodass sie am Peer-to-Peer mit den Kindern von der Miserolé bei den Deren können schaffen. Außerdem geworden informiert, dass Port de Vert von den Jugendhäusern das Jahr den 13. und den 15. Juni sind, wobei den 13. reserviert ist für die Miserolé und Schulen, für den 15. für das Publikum gedurcht ist. Auch das Jahr soll es den U-Kids an der Delt organisiert gehen und hier wird dann eine Arbeitsgruppe zwischen der Schule, der Miserolé und dem Jugendhaus geschaffen gehen, für das Projekt zu untermehren. Und dann im September soll dann auch noch am Kader von der Be Active Woche nicht nur sportliche Aktivitäten in Gebäude gehen, sondern auch Fokus auf erst gewünschten an eine gesunde Ernährung gelöst gehen. Die Migené-Chiffre vom Jugendhaus betreffend Präsenzen und Finanzen werden nach an ihrer Generalversammlung, die demnächst nach präsentiert gehen. Da will ich auch noch profitieren, für auf dieser Platz ganz große Merci zu gehen und Jugendhaus. Die Edukateure sind ganz aktiv und sind noch immer dabei, wenn die Gemeinde etwas organisiert. Wir brauchen sie sich nicht mehr zu freuen. Auch der ASBL, ein ganz großes Merci. Ich meine, es gibt nicht mehr viele Jugendhäuser, die in der Form von einer ASBL funktionieren und auch so gut funktionieren. Das ist nicht selbstverständlich, und sie machen das am Benevolat. Auch und Nora, das Herrsch und der Jump, die da dann ihre Freizeit machen, ein ganz großes Merci von unserer Seite aus. Das wäre von meiner Seite. Merci, Andy.
Da gebe ich aus da zu dem Punkt froh. Ja, dann stell ihn froh. Merci. Den Nico war der Nico wollte als informieren, iwwer dat wat am sie gelebt an am CDR. Ja, guten Abend alle Guten. Ich wollte kurz informieren, dass die zwei Büroen vom Sigi engerseits auf vom Südest einerseits letzte Monat gewählt gesehen. Am Sigi, du hast der Präsident Philipp Meyers gewählt gesehen, also Chef von der Gemeinde Dippich. Erster Vizepräsident ist der Guy Breden aus dem Gemeinderat von Kirlen. Zweite Vizepräsidentin Josiane Di Bartolomeo Ries, Chefin an der Gemeinde Dittling. Der Membre vom Büro sind der Marc Ries, Bürgermeister von Betzdorf, der Luc Feller, Bürgermeister von Mermer, und Alex Donnersbach, den Deputierten als Chefin zu Walfer und Gerhard Hartung, Chefin zu Deverding. Das wäre also der Sigi gewesen. Ich sehe, das ist ein relativ großes Büro. Am Südest ist das Büro ein bisschen klein. Da hatten wir gestern eine Versammlung an den Jérôme Laurent als Präsident gewählt, den als Bürgermeister von Mertat. Da sind zusätzlich an dem Büro gewählt Monique Hermes, Bürgermeister von Grevemacher, der Jean-Pierre Hoffmann, Bürgermeister von Manternach, der Jacques Bauer, Chef von Niederanven, und der Jean Feipel, Chef zu Döllem. Merci Nico. Jean, du wolltest fort. Ja, merci. Ich wollte noch ein Wort dazu sagen. Klar, du hast am Einlauf gesagt von der Reunion von der Mendig zu Niederanven. Also ich habe nämlich die Morgen eine Mail gekriegt, da wäre eine Reunion mit zwei Ministern und mit der Industrie, was uns immens interessiert. Wenn er schon lange dabei ist oder nicht so lange dabei ist, dann gehen wir noch gerne gucken, wie die Entwicklung ist, was die Minister so, was die Meinung von den Gemengeräten ist. Durch den innen dran eine kleine Fußnot bis zum 22. sollen sie ummelden. Das wurde dann aber den 29. ist dann aber hingefahren, Achtung an der Reihe von 30 Leuten, weil dort sitzen zwei Leute von hinten, die haben heute ein Etikett gekriegt, für ranzugehen, weil ich nicht gemeldet war, du nicht gesagt, ich habe die Invitation, die mir gekriegt, mit Recht, und du hat dann die jungen Leute gesagt, ja, das hat mir nicht zu dienen, weil ich kriege du kein Ticket, weil ich kein Ticket habe, kann ich nicht rangehen, du nicht reinkommen. Weil das wollte ich sagen, das ein stark steckt, mehr will ich nicht dazu sagen. Ich verstehe, dass das nicht dürfen so laufen, und ich verstehe, dass das nicht gefallen wird. Da sind ich komplett mit darauf verstanden. Ne? Da war aber so, dass auch andere Leute sich morgens dann einfach angemeldet haben und gesagt haben, wir gehen da hin. Da haben wir die dann noch gemeldet, die haben dann auch ein Etikett gekriegt. Und du hast auch nach oben, sie hatten drunter auf der Hand geschrieben. Ne? Das vielleicht im Moment müssen warten, müssen auch kommen, dann hätten wir das noch können regeln. Aber du hast aber recht, also wir werden alles daraus setzen, dass das in Zukunft nicht mehr so funktioniert und dass man das proper, so wie es vorgesehen ist, in das Leute kriegen, in der Gemeinde invitiert wird. Also wie gesagt, wir haben den Morgen schon darauf reagiert, dann gecheckt, was am Februar ist. Wir werden auch in Zukunft machen, dass wir so Situationen aus der Welt geschafft kriegen und dass das nämlich wirklich eben das die erste Edition von dem Part mit den Entreprise, wo dann noch Minister geschwärzt haben, wo dann aber auch die Energieagenz ein bisschen über Photovoltaik und andere Maßnahmen geschwärzt haben, wie kann Energie sparen. Ich meine, das war nur die erste Edition. Das wird 4 Uhr mit nächstes Jahr wird so eine ähnliche Organisation bei uns stattfinden. Und ich mit der Gemeinde dran, wir zusammen mit anderen bei uns. Und ich meine, sie haben gewissen, dass ich das flott kann organisieren kann. Und das werden wir am selben an der selben Idee machen. Das Thema steht noch nicht fest, das wir dann nächstes Jahr machen. Aber du hast auch da ganz recht, der Kontakt mit dem Betrieb ist wichtig. Und dafür hast die Organisation da ein gutes Sache. Und das werden wir dann nächstes Jahr halt zumindest machen. Und die Invitationen zur Zeit rausschicken, dass doch jeder einen kriegt und dass doch jeder sein. Nun auch oben so etwas, das aber wichtig ist, dass die Leute auch wissen, mit wem sie zu tun haben. Hauptsächlich dann auch, also ein bisschen das Networking an zusammenstehen und man nicht schwätzen, und da kommen ja oft ganz interessante Sachen dabei raus. Voilà, merci für auf jeden Fall deine Tour auch da. Sonst noch etwas, wenn nicht, dann kommen wir zum Mot du Jour. Bon, für dich will ich mal den Jules Sauber entschuldigen, der noch heute nicht kann bei uns sind, wenn seine Studien
Soviel mir wissen sollen aber nächste Monat dann präsent sind dann noch unter Gemeinderatssitzung rund um dich deholen. Ja, nur da war seg Prokuration gehen und den Zerstein, den dafür den Schulwert aufstimmen. Dann geht der Wort haut und den Serge Eicher, der nächste Wort. Und dann wollte ich froh, dass man einen Punkt op no du jour beisetzen. Das wäre dann der Punkt 1.5. Und zwar wir müssen die Urgence eng Fotos ersetzen an der Maison Relais. Am Detail schwätzen man an Torno drüber. Du wollte einfach froh, ob der Kurse, dass man den Punkt dann op no jour beisetzen. Von der Kinder ging das dann gegen wir dazu festhalten. Voilà, da kommen wir zum ersten Punkt, Finanzkommunal. Und du hält den Serge als Präsentation. Voilà, also der Plan pluriannuel Financement, kurz der PPF, das ist ein Dokument, das muss obligatorisch erstellt gehen für die nächsten 3 Jahre, das heißt für 2025 bis 2027. Und den Tableau ist auch zu gesehen für die Prävisionen für 2021 und 2021 auch schon anzudrohen. Mit das aber klar, dass wir immer mehr weiter in Zukunft guckt, wird Prävisionen immer mehr schwer gehen. Beim ordinären Budget ist es so, dass aufgrund von den nationalen Estimationen, aber auch durch verschiedene Anpassungen, wir im Moment am PPF davon ausgehen, dass als Depensen nicht mehr gerade so sehr wachsen wie als Resetten und dadurch mal all Jahr ein mehr großes positives Resultat am ordinären Budget, auch Resultat finanziell, werden haben. Neben den nationalen Prävisionen, wofür gesehen ist, dass die Inflation zwar eventuell 2025 noch mal kurz aufklemmt, für dann aber raufzugehen auf 1,5% respektiv für 2026 respektive 1,6% für 2027, haben wir aber auch verschiedene gemengespezifische Evolutionen am Budget antizipiert. Da haben wir einerseits durch das neue Gesetz über das Logement abordable an die neuen Wohnungen, die wir nach Werte bauen an den nächsten Jahren, die 4 gesehen, werden sich einerseits als Resetten aus den Loyers quasi verdoppeln. Auch durch als kontinuierliche Arbeit am Klima- und Naturschutz werden Subsidien über die nächsten Jahre weiterklammen. Am Bereich von den Depensen sehen wir viel, dass wir durch Digitalisierung eine ganze Reihe Kosten können ersparen. Auch bei den Loyers, die wir aktuell noch bezahlen müssen, sollten wir durch die neuen Gebäudlichkeiten, die wir in den nächsten Jahren realisieren, Einsparungen realisieren können. Bei den grossen Budgetsposten werden wir, wie wir angefangen an der Vergangenheit schon, regelmäßig Ausschreibungen machen, um zu gucken, dass wir die besten Offer zum besten Preis angeboten kriegen. Aktuell schaffen wir in diesem Kontext eine Ausschreibung für den Schultransport, was auch ein ganz grosser Budgetsposten ist. Beim extraordinären Budget ist es so, dass eine ganze Reihe von diesen Projekten, die in den letzten Jahren viel Druck geplant sind, an die Umsetzungsphase kommen und dadurch enorm Kosten auf uns Gemeinde durchkommen. Für den Ausbau vom Schulcampus haben wir bis 2021 Investimente an höchst von rund 30 Millionen Euro vorgesehen. Das hat am Ziel, dass man in der ersten Phase den ersten Ausbau an der aktuellen Maison Relais an die neue Küche für 2028 aufschließen können. Und aber auch schon mit der Planung von den nächsten Phasen am Gang sind. Hier ist der Montant für Subsidien auf 4,4 Millionen Euro geschätzt, weil da wirklich eine grobe Schätzung ist, weil da reicht definitiv so von den Subsidien können kommen, wenn noch definitiv Pläne ausgeschafft sind. Für den neuen Dörfkehr, also das Ziel, die einzelnen Gebäude an den Aménagement von den Kirchenplatz umzusetzen. Hier haben wir zusammen mit dem Architektenbüro das ganz ambitiöse Ziel gesagt, für dieses Projekt zu einem Großteil bis 2029 fertigzustellen. An diesem Kader sind aktuell insgesamt 27,5 Millionen Euro bis 2029 Euro und Depensen vorgesehen. Hier ist der Montant von den Subsidien auf 2 Millionen Euro geschätzt. Für den Komplex multifunktionell zu Minzburg sind Depensen von 30 Millionen Euro vorgesehen. Weil wir hier aber einen großen Teil von den anderen Akteuren haben, die dabei partizipieren und durch Remboursementen kriegen, haben wir auf der anderen Seite, auf der Recette-Seite, aber auch über 20 Millionen Euro vorgesehen. Am Logement haben wir Investitionen von 18,7 Millionen Euro vorgesehen. Wobei aber auf der Recette-Seite mit Einnahmen von 13,5 Millionen Euro rechnen. Das ist einerseits, wenn wir ja verschiedene Häuser nicht mehr wollen an dem Logement lokativ gehen, mehr an den Verkauf, gehen wir dann bei auf die Politik und dadurch dann die Depensen am Fonds couvriert kriegen durch die gleichen Rezetten und auf der anderen Seite aber auch immer von den Subsidien vom Logementsminister profitieren können. Für den Bau von den neuen Infrastrukturen auf Biesem an dem neuen Footballsterra sind nochmal 4,65 Millionen Euro vorgesehen. Für die Partizipation von den Kosten vom Südest und der neuen Kläranlage sind noch nochmal 4,5 Millionen Euro vorgesehen. Da hat man schon 1,5 Millionen Euro für 2024 am Budget vorgesehen.
Dann haben wir auch ein ganz Reihe Strassenprojekte wie Trescherzone auf der Hauptstraße, die das Jahr werden gehen, der Weg von der Garant Aktivitätszone und Modernisation und Neugestaltung von der Eiterstraße zu Straße. Für all das Investment zu stimmen, wird die Gemeinde in den nächsten Jahren nicht durch kommen, für Kredite abzuholen, für das Projekt zu finanzieren. So gesagt, den PPF aktuell 4, dass wir bis 2021 bei einer Verschuldung von 47,5 Millionen Euro wären, und dass wir schon ab 2025 einen nächsten Kredit von 10 Millionen Euro müssten abholen. Füge, dass unser Budget und auch der PPF aber immer mit der nötigen Vorsicht abgestaltet geht, gehen wir davon aus, dass es aber mehr realistisch ist, dass wir recht 2026 eine nächste Verschuldung werden müssen abholen, wenn wir an der Hauptphase vom Chantier, von der ersten Phase von der Schule und von neuen Dorfkehr werden sehen. Wie gesagt, der PPF ist ein wichtiges Instrument, für sich mit den Depensen am neuen Term zu beschäftigen und die Einzelprojekte zu erfreuen, und aber bleibt es immer ein Blick an den Glaskugel. Weil es immer externe Faktoren gibt, wie die aktuellen großen Krisen in der Welt oder die Möglichkeit, für die nötigen Terrain zu kreieren oder die nötigen Autorisationen von den jeweiligen Ministerien einen enormen Impact tun auf den Kostenpunkt, aber vor allem auch auf den Timing, wie die verschiedenen Projekte können realisiert werden. Die kritte PPF auch auf den Server gesagt, aber froh sind, dass ich die mir natürlich gerne reden einfach. Merci. Merci Serge. Ich meine, der PPR war immer einen Plan. Zuhlen Nummer angesagt, am besten Wissen und Gewissen. Aber du werden auch noch Zuhlen anderen. Aber das geht aber eine Idee, wo die Reise hingeht und wie der Serge ja richtig gesagt hat. Ich meine, Zeiten werden mehr schwierig gehen, ob man das finanziell guckt, wie das vielleicht in den letzten Jahren der Fall war. Oder du frohen dazu. Kein Frohen. Dann gebe ich dem Serge aber merci so und noch all den Leuten, Gemeindesekretär, also Finanzleute und Servicetechnik, die geholfen haben, den PPR aufzustellen. Ich meine, das ist aber ein Exerzice, einen gewissen Energiekost, dann viele Informationen müssen zusammen durchgehen. Also eine große Merci dafür. Und wenn dann nur noch, also ich meine, die nächste Sitzung frohen hat, dann einfach noch gerne dann ob die Frohen zum PPF. Voilà, da kommen wir zum Punkt N2, eine Offre de Rachat von 2 Konstruktionen modulären als 2 Containern. Und das wird Serge auch präsentieren. Voilà, also hierbei handelt es sich um die 2 Containeren, enker die größte Container, den dünnen, die auf der aller Schuld zumindest besteht bei der Petankpiste, den Container getaut hauptsächlich genutzt vom CIGR, die do hier Pausen hauptsächlich aufhalten, auch noch den Petanko, den Stock, ein Teil hier Material zu stockieren. Den anderen als mir kleinen Container, der steht für der Schulentree, wo immer den Accueil, die assuriert ging, als wie die Madame, die do angestellt war, do installiert war. Die 2 Kontrakte waren am Anfang auf 2 Jahre ausgelöst, wo man die 2 Container gelohnt haben. Da hat man Depensen für die Kleinen über die 2 Jahre von 24.000 Euro und für die Größe von 45.000 Euro. Und Term, wenn der Kontrakt ausläuft, war eben froh, ob man die wollen aufkaufen oder nicht. Wir haben einen Offer gefragt, und ein bisschen nur negociert, so dass man einen Offer kriegen, die da für die kleinen Container bei 10.000 Euro auch TVA leiht und für die größten Container bei 20.000 Euro auch TVA. Wie geht man den Container eben von den größten Container ja aktuell sowieso noch weiter genutzt wird vom CIGR und eben vom Petank und auch den kleinen Container, wo man will es, den zu integrieren am Kader, also nur an den ersten Phase zu integrieren am Kader vom Neubau von der Infrastrukturen op Bisem, so dass man do provisorium muss oprichten, fir dat Bwert vom Football weiter kann funktionieren, dat man von willes hun den Container do ze transportieren a fir do zu nutzen fir den Nevergangsweis. Da muss man de Container schon man lehnen. Das auch so, dass den Transport von den Container von Eisen Eisen Maschine kann gemacht gehen, also dat immer extra eng Entreprise muss kommen mit der selber können assurieren. Und dafür wollte mir da proposieren, für eine Devizstimme für die 2 Container zu kaufen. Und dafür hat man dafür gesehen, für eine Devizstimme von 600.000 Euro, weil die Kosten für die 2 Container gibt. Was ist erst denn zu frohen? Sehr stein und schlift. Ja, schon, du hast an sich schon eng, wie du wenn man sieht, schon froh beantwortet, die ich vorstellen. Das war an sich
wo wir die halt gewircht war das de böse lo nach fir an de klenge Konto fir de klengen Container ze halen fell jo an de budgetiert respektiv an de Kommentare war jo gesot gin dats den Erkönnemi gif besat gin gut van Lob op biesen bei de Minspier Fußballsterra kënnt okay dat fir en gut Sach an och dat se Leiit eben moier nun mat dem Material man Equipment fir dat er kënnen River ze setzen op die Platz. Voilà. Merci. Voilà, aus mein Dom eng direkt Soluioun, wo man können ansetzen. Ich mein Min auch gemengt fir an Zukunft bei selsche Chantien, die weis kommen an Eiser bës wären an noch as Container net falsch an wie de Preis ist net falsch ich mein, noch dunne wetten an eng rechtfalle Walle hunn fir mir gemengt, dat eng einfach effizient köchte gekächte günstig Soluioun. Nachfle eng kleng Suggestion par rapport zum Groscontainer de laufende Petanga vum CGR genutzt gëtt fir hier Mëtschpause können dort ze ma. Mo nach derbi sëlle feier am doef. Schon dat soll den nochfleich de Kippen do mat integrieren. Fleisch hin dat do bieten, dat sie dat können an der Mëttestunde respektiv an ihre Pause nu bieten. Van de Container schon durchsteet, da sollen noch benutzt gin. Ja, merci fir de Virschlag mal gucken, ob dat kann organisieren. Das ist ein guter Vorschlag, merci. Voilà, da kommen wir zum Wort. Aisha Serge. Ja. Frau Gerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mat der Progression vum Jules, ja. Ein Serge. Ja. Reisen Paul. Ja. Als Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Dann hat man den Punkt aufgehakt, da kommen wir zum nächsten Punkt. Wir müssen aber dann noch nach einem Artikel budgetär kreieren, für den AKF können zu machen. Da gibt es Serge Satneck präsentieren. Voilà, da kreieren wir einen extra Budgetartikel. Ich meine, kann ich noch so kennen, den einfach auf den Budgetartikel vom Football, von der BWet buchen. Also, wir haben gesagt, wir mehr transparent für das separat. Aber separaten Artikel zu buchen, den hat man nicht direkt am Budget 4 gesehen, dafür muss man den Haut noch stimmen. Wir fanden, dass er méi proper ass, dat eng Depens net nëmmer fir de Football ass mir auch no soll anders das benutzt gin an dufir geef man der proposieren neuen Artikel zu stimmen, wo man die 600.000 €, die man noch brauchen, fir gesinn. An der Kredit das Mofang vum Deur Joer an im weiteres Do wie dat man iwwer 3 Millionen iwwerschoss hunn, die fir gesinn. Voilà, das, wie se se herrscht das mir proper auf allem, wenn man dann nun de Kon machen, dann immer immer Probleme, wie wenn man einfach immer alles ob en Artikel der Buche für Projekt an viele andere Sachen dabei kommen. Weil da sind noch frohen. Kein frohen, da kommen wir auch zum Wort. Aisha Serge. Ja. Gerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mat der Progression vum Jules, ja. Dein Serge. Ah ja. Reisen Paul. Ja. Als Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann für den nächsten Punkt gibt den Andy als dann die nötige Explikationen gehen. Merci. Ja, den 1. Dezember letztes Jahr war ja die traditionelle Gläserschaftsfeier an unserer Schule, wo die Kinder konnten Artikel verkaufen. Das Verkauf hat 5.000 € auf 50 Cent abgerutscht und das Komitee von der Schule hat dezidiert, für diese Montant integral und der SBL-Schütter Hilfe zu spenden. Die Remise vom Scheck aus den 23. Februar und wir wollten proposieren, für einen zusätzlichen Don von 2.500 € und Schütter Hilfe beizulegen. Und du noch froh wären? Nach frohen. Kein frohen. Da können wir direkt zum Wort kommen. Aisha Serge. Ja. Gerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mat der Progression vum Jules, ja. Dein Serge. Ja. Reisen Paul. Ja. Als Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann gehen wir zum Punkt, den wir beigesagt haben. Die Sotus immer müssen d'Urgence kaufen und da sieht dann die also auch viel Geschichte aus. Merci. Merci. Ja, letzte Freitag de Morgen als Zotus an der Kirche von der Meserolé Futti gegangen. Das ist eine Zucht groß Kartöppen mit 150 Liter Volumeninhalt. Wie den Ausfall von dieser Maschine konnte sie nicht nach dem Schaffchen zubereitet gehen und das Menü von der Kanner hat müssen dementsprechend angepasst gehen.
wir hatten oder Münelo Chance gehabt, dass den Hersteller so eng Ersatzmaschine op Stock huet, die meinten die Urgence geliefert und angebaut ging aus, so dat nees den normale Werdegang an der Kiche kann auflaufen und das normal kann gekocht gehen. Denn de wie belebt sich op ungefähr 45.000 € für die Maschine, Matten Accessoires, so wie von unserem Servicetechnik gehaschen gouf und der CFH auch gesucht, dass das Maschine auch im Dono kann benutzt gehen an der neue Kiche von der Maisorelais am Kader vom Schulausbau. Nur frohen. Internet geguckt an du die Selbstmaschine für 26.000 € gesehen. Was waren die Verlegungen für den Medaillen zu holen? Ja, also das so wir hatten noch geguckt, ob die Alternative ging. Das wie gesagt, was mir noch im Internet gesicht, wir hatten doch mir billige Alternative fand. Wir haben noch nur gefragt, wo den Unterschied am Preis aus. Also sich sind da pure Erklärungen, die dass es mir ein neues Modell handelt. Wir konnten noch gesagt, dass die Inox-Preise, die wären der mussten an Blut gegangen. An dieser Offerheit wäre noch 500 € Transportkosten mit dran für die Urgence, wo frei das Mendes können geliefert zu kriegen. Und plus hat der Koch gefragt für einen Nudelskurve, so einen automatischen Nudelskurve können dran zu kriegen, den nur x Minuten automatisch da gibt Nudeln rausholen, dass fertig wären. Allgemein ist natürlich auch so, dass es immer möglich ist, im Großhandel oder im Internet billige Alternativen zu finden. Wir hatten sogar die Information gekriegt, dass eine andere Gemeinde so eine ähnliche Kochmaschine zu Frankfurt gekauft hat, weil sie eben Syrer konnte spüren. Wir wo sie einen Pan hatten, hat die Firma allein 1.000 € gefragt, wir haben plötzlich zu kommen, für eine Analyse davon zu machen. Hier haben wir eine Firma, die am Notbestruf sitzt, die regelmäßig innerhalb von einer Stunde von keine Stunde auf Minzbisch kommen, wenn ein Problem ist. Auch da muss ich noch bedenken, noch dazu ja einen gewissen Wert. Und wir hatten bestimmt auch Möglichkeit gehabt, für ein paar 1.000 € zu spüren, wo wir mehr Zeit gehabt hätten, für verschiedene Firmen zu fragen, für verschiedene Informationen zu kriegen. Hier war die so, es war eine Urgence, es musste sehr gehandelt gehen, weil es aber ein bisschen nicht gut gewesen wäre, weil kann er 5 bis 6 Wochen, weil es eine Lieferzeit, aber dann aus 5 bis 6 Wochen lang hatte müssen Chicken Nuggets oder Pizza essen. Und wenn es war da eben als Propos für die Urgence zu machen. Ja, Paul. Ja, ich hätte eigentlich froh, bis zum die Maschinen, die sie Industriemaschinen, die ist ja auch nicht so alt gewesen. Also ich war das den genau Sache gewesen, weil Futti ist. Also mehr Elektronik gewesen oder das Materialermittlung gewesen oder insgesamt oder kann ich nach Flecken und dann vielleicht irgendwann nachher da gehen wohl, ich weiß mal bei so Maschinen, also mal Luft, dass diese kann reutilisieren, was überholen gehen oder so. Das ist natürlich auch immer die Zeit verbunden ist, klar. Ja, also die Maschine die hat schon die letzten Jahre immer Schwierigkeiten gemacht. Also du waren noch Lächer dran kommen, dass immer Fischlichkeit an den Ruf gesammelt, dass du also schon geschwäßt ging. An Lohai, also wir sind noch schon die letzten Jahre, sind wir darüber informiert ging, dass da Probleme wären mit der Maschine. Und das eben so kommen, dass weil die sowohl obwohl wir geschwäßt tun, als einfach nach Fischlichkeit an die Elektronik kommen und dann das du von nicht mit zu retten. Okay, merci. Ich meine die Frohen do sie berechtigt mir waren natürlich schon nicht froh wie man gewollt gewesen dass man für den Preis die müssen die Sotos remplacieren das aber so die geht doch mal an die neue Kichen also auch datum als bestätigt gelos die kaufen wir nicht für die Zeit wo man noch an der Dokichen raus wir waren die neue Kiche bis besteht da geht das Material do River also das also ein Invest ob die Lebensdauer von so einem Gerät eben also nicht provisorisch natürlich war man nicht froh mich mengen den Ende dann gehen wir warten mal eben die Do-Decisionen so müssen holen voilà, das so, da muss man sauren Apfel beißen. Voilà, wenn dann kein frohe Medo zu wären, da gibt man auch über den Punkt aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Jerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mit der Progression vom Jules, ja. Trein Serge. Ja. Treisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Und Hartmann Jean-Marie. Ja. Also, merci. Und da kommen wir zum Punkt 2. Da haben wir ein Problem mit der Spielplatz. Auch das hat man sehr nicht festgestellt. Und auch da erklärt den Ende, wie der Sachverhalt ist. Merci. Merci.
Ja, also den 27. April 2022 hat der Gemengerot de Plan an den Devis von rund 540.000 Euro TTC vom Architekt Paysagist GFL-Plan viergestalt krit gestimmt für den Reaménagement von der Spielplatz an der Urch zu schütter. Das ist der rund 2000 Meter Carré mit einzelne Bereiche für verschiedene Alterskategorien für Kanner. Zwei Offere sind nun rakom an Firma Createch SRL vu Wolven huet Command krit basiert op senger Offer vun 193.000 Euro och TV 16% fir Spielgeräter opzerichten. Der 26. Juli 2023 huet Firma is dun awer informéiert, dat sie Command net können anhalen, weil de Fabrikant vun de Spielgeräter sich aus dem Projekt zurückgezogen huet, a Createch kein Alternativ ubiede kann. Aus dem Grund mir dun eng Mise an de Meur und Firma rausgeschickt, fir entweder Command durchzuzählen oder hier Observationen vun enger Oplesung vun der Command heranzugehen. Das dun ze summen desideiert gin fir die Konvention transaktionell, die ma ha aufstimme wollen, zu redigieren, wo man de Command Accord Command gefen annuléieren. Münnelo schon mam Exerzis ugefangen fir ze summe mam Architekt alles run zu setzen, dat dem Chantier am Freier ka weiter goen. Du noch froh wären. Ja, Nora. Wéi weiter goen also gedun enke nei also wie geht lo weiter weil muss nach ganz nei ausgeschriwe gin. Ja, wir sind am Gang zu gucken, also was von Spielgeräten da unbedingt muss sein und dann gucken wir, was da Möglichkeiten sind für die Spielgeräte dann zu kaufen über den anderen Furnisher und eventuell nicht muss eine Ausschreibung zu machen, aber eventuell über de Viren, 3 de Viren, also dass man immer das Heu kommen, für das dann das Material aber geliefert kann gehen. Und, weil ein größten Teil von der Arbeit wird ja schon gemerkt, du hast okay Problem, alles was die Infrastruktur hast du machst an der Reihe, das ist den Spielgeräte liefern soll, dass den das nicht kann machen. Und wir probieren eigentlich für nicht müssen wir eine Ausschreibung an einem ähnlichen Moos dieselbe Geräte dann auf Platz kriegen. Aber der Plan bleibt aber ungefähr den, wie gestimmt gehen, also genau. Nicht, dass so große Änderungen sind, dass mir klagen geht oder just eng. Also der Plan bleibt und das ist eben, dass er guckt. Genau. Merci. Nach ein Froh. So ist kein Dach, Paul. Ja, ich würde denken, das ist das ist früher, das ist für das Jahr der Sommer, dann, dass er dann, weil das wäre ja ziemlich. Also da ist auch schwer, ein Auto zu machen, weil wir noch nicht so weit sind. Ja, wir müssen nur mal gucken, ob das so geht. Der Architekt ist am Gang, da zu prüfen, ob das so geht, wie wir es da vorgestellt haben, was wir da genau für Geräte wollen haben. Und ob wir dann davon nicht erfahren, den die liefern dann auf jeden Preis. Also da haben wir noch ganz, also pur Inkonnu, die lo zu diesem Moment unmöglich mehr zu sagen, ob wir wie die Planning wert sind. Aber ich hoffe, dass wir da einen Moment schon mehr wissen. Und dann da kriegst du gerne die Informationen, wenn man Auto tun, was nicht. Okay, merci. Merci. Ja, Serge. Und den Infrastruktur habe ich dann hast du dann schon irgendwie ein Planning ugedurcht für das Kind lo ugehen oder vorher da effektiv ob die Sache für das Equipment lo könnt bestellen über einen anderen Weg. Also am Anfang ist es so, dass die Infrastruktur habe schon so weit fertig sind, wie sie lo konnte gemerkt gehen. Ja, da ist zwar die Befehl, das sind wann Geräte bist du stehen, dat am direkten Umkreis von der Geräte muss gemerkt mit wer sind do alles da das schon exekutiert, also den hört schon einen großen Teil von seiner Marche exekutiert noch bezahlt kriegt. Das heißt, also ich meine, Spielplatz funktioniert doch, also die alle Geräte sind da durch, Spielplatz ist nochmal funktionell, sehr flexibel, dass wir nicht aufgetrennt als Chance, der Spielplatz kann so weiter genutzt gehen, aus dem Sinn wäre schon ein bisschen Chance, dass das so geplant geht, dass den anderen Signalbestände so proper gemacht oder aufgeschlossen wird. Voilà, dat Spielplatz weiter opläuft, dann wir müssen den Blo gucken fir die Solution zu fanden so kurz wie möglich fir Mund zu rappen. Da waren da kein froh mir sind, da ging mal über den Punkt aufstimme wann Gift Aisha Serge. Ja. Progerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Zauber Jules. Mit der Progression von Jules, ja. Ein Serge. Ja. Dreisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Und Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Da kommen wir zum Punkt 3, Infrastrukturen. Da haben wir als ersten Punkt die Approbation von einem Akte Wand. Ich meine, du hast es so, dass wir mit der Familie Monitor schon
jahrelang am Gespräch waren, verhandelt tun. Ich meine, geht den Terrain, wo Autofuhrplatz Terrain drüber ist, aber auch die neue Infrastruktur soll die Formation mal Bewirtwerte bauen. Und du hast auch schon vor bis gegangen. Am Anfang wird Gemeinde gesagt, sie wirft dann immer einen Deal kaufen, dass wenigstens der neue Bau auf dem Terrain steht in der Gemeinde gehört, weil das einfach ein Summe Geld, die wir hier investieren werden. Schlussendlich sind wir aber zum Schluss kommen, dass wir das alles kaufen, zum Beispiel Familie Monitor Bredas für zu verkaufen. Und ich meine noch einen großen Merci an Sie, dass wir da konnten einen Akkord finden, für das so zu machen. Und sodass wir heute nackt am Dossier leihen haben, für die Wand aufzustimmen. Das ist so, dass an dem Dossier auch kein Kompromiss unterschrieben ist, weil eben das Problem ist von der Tutelle, dafür hat doch nachdem es ein Akkord fand war, nachdem es der Mond auf Hessler und so weiter, dafür hat auch so lange gedauert. Ich meine, lange Dommer, da sind wir seit 2021 am Gange, 21 am Gange, pardon. Und dafür ist auch kein Kompromiss unterschrieben gehen. An der Form, die man hat genug stimmen, weil dann immer das legale Problem ist von der Tutelle. Da das alles geregelt, das steht alles am Markt mal dran. Den Juge de Tutelle hat seinen Akkord gehen, sodass all legal Konditionen gesetzt sind, dass die Wand so aufgeschlossen sind. Also dafür haben wir dann noch heute direkt einen Akt. Wenn den Akt vom Minister approviert das, da geht man 2 Monate, muss die Gemeinde dann bezahlen. Und dann ist vor allem mal das Problem vom Terrain, wo dann seit Jahrzehnten der Fußball dort spielt, wo da immer beigehen. Also ich meine, den Raum, das den hat auch gesehen, aber wo da war mehr flott. Also ich kann immer im so gut, dass man den Akkord an die Wand stattfindet, weil die Gemeinde aber viel so an die Infrastrukturen da investiert, und das einfach mehr proper und mehr richtig, wenn das auch der Gemeinde hier an Terrain ist. Voilà. Sind dort so froh. Das sage ich. Ja, okay, du hast gesagt, ich meine, die Sache mit dem Juge Tutelle wird effektiv den Dossier gebremst, weil ich meine, das schon länger Zeit schon, wo da kam mit der Familie ein Monitor fand, also das war nicht rezent, ich letztes Jahr oder wenig. Aber es war wirklich das Ganze als gebremst ging durch die Tutelle. Aber was wirklich ein gutes Sache ist, dass da kann ein flottes Projekt entstehen, nützvolles Projekt, das für eine Idee für einen kleinen Terrain nicht rund zu machen, für den FC Minsk, vielleicht noch andere Vereine dabei. Aber du stellst dich aber eigentlich froh, wir haben ja den Zufahrtsweg vom CR bis bei der Fußballterrain zu kommen. Und das ist ein anderer Proprietär. Sind doch auch schon da Gespräche abgeholt gehen, für da eventuell eine Lokation oder eine Wand zu machen. Und respektiv von, wie gesagt, da aus, ist doch schon der Planning bekannt, weil der Projekt läuft ja aber lohn, für die Büwet neu zu bauen, und dann fuhr ich ein bisschen mit großen Maschinen über die Straße an. Da muss ich auch dann der Proprietär ein bisschen können mitschwätzen. Du hast ganz recht, dann Gott sei Dank sind wir im Moment regelmäßig am Gespräch mit der anderen Familie, durch andere Projekte, wo die Gemeinde teilweise mit dran ist. Wir mengen, dass wir ein Offer gemacht. Wir waren an Diskussionen, und das Mengen ist sich an der letzten Reunion ganz positiv anhören, und wir sind eigentlich optimistisch, dass wir bei einem Weg sind, in kürzester Zeit aber dann eine Lösung zu finden. Haut haben wir nach keinen formellen Akkord. Ich kann noch heute nicht sagen, wie lange dass wir dann da noch am Gange wert sind. Wir mengen aber, dass das ganz positiv ausgesehen ist, dass wir da wahrscheinlich aber zu einer bonne Fin kommen, wie in so schön sieht. Also Gespräche sind auf jeden Fall am Gange, Propositionen liegen durch. Und wenn die Familie Bertrand für sie nicht zu nennen, hat dann akzeptiert, dann informieren wir den Gemeinderat selbstverständlich direkt darüber. Jean-Marie, du hast du schon ausgestreckt, und du noch Nora, dann hast du Jean-Marie wird. Ich wollte noch eine pure Erklärung zu dem Partell von hier mit dem Terrain gehen, weil ich die Situation ein bisschen kennen, schon seit Jahren. Und vielleicht wissen die Leute draußen nicht, wie das, und dafür wollte ich ein bisschen durchstellen. Weil ja viele Leute gesehen, wenn sie neben dem Terrain, wenn sie die Visto gesehen und sie lernst von oder trippeln,
an 2 Goler Dr gesinn an denke sicher FC Münz bestehen hue ja alles aber leider aus dat die Realität ernstchte selbst kurz Erklärung den 78 Euro war schon das wie als Zeltfässer sind Dr gemerkt gehen an sus einer Aktivitäten Donno sollte an dat als zweiten Spielfeld benutzt gehen an das auch wie Claude schon gesagt und Gemeng verlohnt gehen. Aber leider kommt die wies wenig bis gar nicht als Trainingsterra benutzt gehen. Mit der Zeit war sie nicht bespielbar, Verletzungsgefahr war einfach zu groß. Ich meine, Leute, die schon mal lange in der Gemeinde wohnen, wissen, dass der Hintergrund auf dieser Parzelle nie ideal war und den Drainage vom engen Drainage das konnte zu schwätzen. Bei nicht nur mit Gemeinde habe ich viel Druck geschafft, mir auch externe Firmen, die da ja andere Tiere von dieser Wies gemacht haben, war alles ohne großen Erfolg. Es war nie vor langer Dauer und da ist, wie gesagt, richtig Grundprojekt. Dafür wäre ein zweiten Trainingsterra aber unbedingt unbedingt gebraucht vom Verein, auch wenn es bei weitem kleine Dimensionen hat, aber wird gebraucht für einen ordentlichen Auflauf von allen Trainingsunitäten zu garantieren. Wie da dazu ist an der Gemeinde, wie es doch Moment vom Fußballclub wie zu beweisen, ich wollte das ein bisschen durchstellen. Also Fußball hat über 400 Lizenzen, davon sind 170 allein Jugendlizenzen. 20 Equipen sind wir in alle Kategorien vertreten. Über 1000 Trainingsstunden gehen am Jahr aufgehalten auf dem großen Fußballsterrain. Während der Championatszeit sind sogar 6 bis 7 Matches der Weekend. Die noch Matcher, die gehen durch Erbittermangel oder oft dann Woche gelöscht, was dann den Ausfall von einem oder anderen Training bedeutet. Ich zumindest kann froh sein, am Jugendbereich auch einen Entente zu sein, sonst wäre das alles nicht zu stemmen. Dafür kann ich den Chefrat nur felicitieren für den Kauf von dieser Parzelle neben dem Hauptterrain. Und Zeit das Geld. Wir hatten schon bei der Bau von der Büwet gesehen, wo da ich noch nächsten Menschen sollen umgehen, was das bewiesen wird. Beim Kauf von Terra und dem Bau von eventuell zweiten Fußballterra können in Zukunft nicht nur Alttraininger weiter ausgeriert, die auch den Benevolat und Laschki, weil Matcher gleichzeitig können gespielt gehen. Auf einem Trainingsterra nicht wie Haut oder Moor kann den FC Münster sich aber in Zukunft um ein großes Flot komplett an zeitgemäß Anlage freuen. Ah, merci. Merci Jean-Marie. Nur du als Gemenge Conseiller geschwalt oder als Sekretär vom FC Münster, weil da wird echt Sportchef Men die gewirrscht für die Sachen dafür zu bringen. War schon am Numm vom Münzbisch geschwart, aber nicht nur als Sekretär. Also hier steht, dass du viel gesehen hast, nach weiter so zu investieren, wenn du nach dann auch einen Terra muss drauf gesagt gehen. Also nach dem Fußball, also ich meine, schon bei 4 Millionen, muss man da über 4 Millionen zwischen Büwet und Terra. Wäre dann aber auch möglich, dass den zweiten Fußballsterra dann aber auch vielleicht entweder vom Publikum oder von anderen Vereinen ein Kind benutzt gehen oder von der Schule oder, weil ich meine, ja, das ist alles schön und gut. Genau. Merci. Ich will aber für dich nicht auf die Remarque zurückkommen. Ich meine, kann ich die Frage stellen, wen als Wert schwätzt, mir rund um den Tisch als ein Gemenge Conseil souverän. Jeder kriegt immer das Wort, jeder kann immer so, was ein Wild so, ohne Insultat zu sein oder Sachen zu sagen, die moralisch nicht korrekt sind. Mir für die Rechtsmenge soll Witrin können schwätzen und das so, was für richtig von einer Funktion da doch immer möchte. Rund um den Gemengerot sind wir Gemeingerotsmember. Oder zu dennger froh Nora ja wir wollten noch investieren, weil wir hun als gesagt wir hun oft Provisorium gemerkt, wir haben oft Lesungen Sportinfrastrukturen nicht bis zu Ende gedauert. Das kann Investment, das sind wir uns bewusst. Wir haben für den PPF hier gestartet. Wir wissen, dass es irgendwann wird eng gehen. Wir so aber auch, wann der Besoin da ist, Römenke verschieben, Römenke 6 Mal aufhängen, Römenke da den fertig machen, dann abrappen für das zu machen, dass das nicht die gute Lösung ist. Wir sehen der Besoin da natürlich, wie wir das überall machen, wo wir so fassen, Standsätze kreieren, ob neue Besoin Infrastrukturen setzen, gucken wir für die so gut wie möglich zu mutualisieren, so gut wie möglich. Da müssen immer die Organisationen müssen gehen und das bedeutet natürlich, dass sich aufschwätzt, dass noch vielleicht ein bisschen formalisiert, aber von Konventionen. Alles das bedeutet, wir wollen aber ein Maximum von unseren Flaschen, wo wir dran investieren, auch benutzen durch
Jidreen an der Schulmenge ass dat mat der Musikschule ze summen. Wir hatten de Moien eng Reunion, wo mit neue Scouts geschwar hun, wo och flott Idee sinn, wo och mengg bereet sinn do ze investieren, mir auch déi muss da noch bereet sinn mat anderen ze deelen, secher net wie soll ich so in ihre Büro oder dat wat dann intim und Scoutslevel verbunden ass mir wann awer zum Beispiel eng flott Kichen do huet, wo och kann mat Kanner ze summe gekacht gin, da muss auch könne mal enke Fläch eng Schulter dragoen oder wie auch immer wat be dat ich mein do ich mich net festleet. Mit Di ass ganz klar, dats die so fassen mutualiséiert gin, da so annner du vun der können profitéieren. Idee auch für Lo zu investieren, dat lo korrekt zu machen, so wie dat op viele Platzen nach vielen anderen Gemengen dann enke durchgezogen ist dann sind wir aber optimal abgestalten, dann haben wir auch Apps geschafft, weil man nicht mehr immer müssen, dass man den Projekten beschäftigen und eigentlich nie zu einem wirklichen Ankommen. Natürlich, also alles nicht mehr von enger gewisser Dauer, nur 15-20 Jahre, weil den sich froh stellen. Wir wenigstens die Zeit, wo den dann aber überbringt, dann ganz klar, dass wir auch wollen den zweiten Terrain haben für die Bedürfnisse, die heute den FC Münz beschwören, den aber auch andere Vereine haben, Sportsvereine, für denen gerecht zu gehen. Ja, Dora Renke. Nee, okay, das ist dafür der Fußball. Aber wie gesagt, dann aus mit der Priorität, also was will ich für die anderen Sportsclub, die hat geschwart von einer Tennishall, eventuell, also was das dann noch an der Zukunft oder was oder dann den engen Vereinen par rapport zu den anderen Vereinen, also voilà, das ist mein Problem. Also wir sind auch mal im Tennisclub extrem oft zur Summe gewirrscht. Du hast echt mal das Problem von denen bestehenden Terrain, auch da, so zum Beispiel noch zu summen, dann auch da denken wir recht an eine Gesamtlesung auf, nämlich die zwei Terrain, die praktisch nicht bespielbar sind, weil du technisch Probleme sind, die nicht richtig gelöst werden. Da muss man auch noch mal der Firma gucken, was das für die bedeutet. Das sind die Gespräche, die wir gefordert haben. Wir müssen aber auch die anderen Terrain neu machen, weil sie ihre Lebensdauer schon überschritten haben. Wir gucken da, was ist die beste Lösung, was könnte dem Verein entgehen, was ist aber auch für die Gemeinde die beste Lösung, was den Entretien angeht, was den Wasserverbrauch angeht. Das sind all die Fragen, die diskutiert gehen. Und dann ist natürlich immer auch Tennishall ein Thema. Da haben wir auch Ideen, gehen Spuren noch. Das ist aber nicht so konkret wie der Fußballsterrain. Da wissen wir, wie es ist, wir wissen, wie groß es ist, wir wissen, was wir da abkriegen. Wir wissen, dass wir da später keine Divisionsmatcher, also echt Equipe und so weiter spielen können. Wir können nicht groß genug. Wir wissen aber, dass wir können den Sport für die Jugend aufdecken, wir können für die Jugend Matcher organisieren. Das geht aber auf den Terrain, da ist es präzise. Bei der Tennishall ist es sicher noch nicht so präzise, wir sind am Gang eine Lesung zu sichern. Da so okay, bei der Schaffrot kommen gesagt, ja, eine Lesung, ja, ist ein Terrain, komm, mehr nimmst du. Das ist ein bisschen mehr kompliziert mit Gesprächen, da sind wir aber am Gange. Und wenn wir eine Lesung fanden, dann muss man auch da gucken, wie man die finanziert kriegen, was dort Modell wird sind. Ich meine, da gibt doch verschiedene Modelle, die möglich wären. Voilà, ich meine, das Herrschvoll, der als Sport zu schaffen, noch nach etwas so. Ja, Finanzchefen. Also zu den Zuhörern, ich meine, aktuell ist ein Individuum gestimmt gehen, also ich meine, den hast du für 2 Jahre gestimmt gehen, für die Büwet, die gesagt 3,5 Millionen für. Ich meine, das ist auch ein Projekt von der Büwet oder die Infrastruktur sportiv, mit gerade an den Infrastrukturen, die zugehören, am Informationssaal. Das ist ein Projekt, das ganz lang Jahren diskutiert und debattiert gehen, bis in Dunest von Enkel gestimmt gehen, und du mit dem Kostenpunkt von 3,5 Millionen war. De Projekt lebt auch noch, wir waren noch an der Ausschreibung, da sind Offeren noch rausgekommen, die sind am Gang analysiert zu gehen. Das heißt, da ist im Moment der Kader 3,5 Millionen, und ich meine, am Budget hat man auch klar gesagt, wir noch separaten Budgetsposten für den zweiten Terrain, das war auch klar erklärt, dass der Terrain aus den eben für den Jugendbereich dediert ist, für dass man da Kapazität zu schaffen, für am Jugendbereich Trainings zu anbieten zu können, auch noch gegebenenfalls Matcher bis zu gewissen Alterskategorien. So dass das am Anfang 2 verschiedene Budgetsposten sind. Ich meine, gerade am PPR-Fund ist bei nie gelöscht für die 4,6 Millionen. Mit das sind am Anfang 2 verschiedene Posten. Voilà, und ich meine, der Claude hat dann also beantwortet, wir gucken alle die Vereine, wie die Claude auch gesagt hat, wir hatten noch Reunion am Tennis. Aber auch da, wie Jean PPF gesagt hat, in der reellen Dingen, also immer kann ich die besten Ideen haben und kann ich noch voll investieren mit den Terrain aus immer den Plus Ultra, und dann ist eben noch immer für die Vereine zu gucken, wie ein Terrain nach kommen. Voilà, dafür, wir denken noch an die anderen Vereine, mit das eben immer muss ich gucken, wo die Kapazitäten werden, dann heißt die Menschen aber die sinnvollste
Logik, dass man den Terra, den auf den dort Site leiht, so valorisieren, dass man direkt für die Infrastruktur möglich ist. Und das auch einfach von der Größe her geht noch nicht durch. Am Tennisbereich kann ich auch sagen, auch das hat man geguckt, geht das nicht durch, du etwas zu realisieren, was dem Ursprung von dem Tennisclub entspricht. Erklärung wie nur für gesagt hat, ob den Terra kann noch benutzt wie für einer Vereiner. Zum Beispiel den Hauptterra, der wird schon benutzt von einer Vereiner, zum Beispiel der Cricketclub, das regelmäßig sto am Sommer, weil wo mir der Pause, weil es einer wäre nicht machbar. Die Jugendhaus ist regelmäßig sto an so gut Schule, brauche just vor. Wie gesagt, mir sind nicht proprietär von dem Terra, so wäre doch bei dem anderen sind. Voilà, Menge hat lo eng interessanten Austausch, weil das ist bëssen awer auch fir d Strategie lo an Zukunft vun der Gemeng, wo die Diskussionen ha wichtig sind an dofir so Schmerzi fir den konstruktiven Austausch. Dann gif man zum Wort kommen Eicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, mat der Progression vum Jules ja Trein Serge, ja Treisen Pol, Ja. Welsch Nico, Ja. an hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Da kommen wir zum Punkt 3.2 an den Punkt 3.3, die liiert sind. Ich meine, ihr wisst, wir hatten schon den Aktei für aufzustimmen, wo die anderen 3 Gemengen, die wir da proprietär waren, vom W, den bei Kläranlage feiert, wo sie die Proprietät und alles aufgetreten haben. Voilà, du war aber nach, oder du hast nach bei Amphitiotik drauf, weil den CDS, der immer das gemerkt hat, wir können Kläranlage zu betreiben, auf den Achse zu 100 Kläranlage. Wir müssten dann eben lo über den Annulation partiell von dem bei Amphitiotik aufstimmen, für dass auf dem W da kein bei mit drüber ist. Aber das ist dann erlauben, wieso nicht, dass den Punkt 3 und den Punkt 2 liiert sind, dann oder ein Klassement von der Straße zu machen, das war ja immer die Idee, für der Not zu sagen, dass das Domain publik, das ist ein normal öffentlich Straße. Sind du zu frohen? Wenn du keine Frohe sind, dann geben wir aufstimmen über den 3.2, Eicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, ja mat der Progression Trein Serge, ja Treisen Pol, Ja. Welsch Nico, Ja. an den Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann gehen wir auch gleich zum zweiten Wort für den Punkt 3.3. Eicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, mat der Progression ja Trein Serge, ja Treisen Pol, Ja. Welsch Nico, an Altmann Jean-Marie. Ja. So, nicht merci. Dann gehen wir zum Punkt 3.4, eng Servitude, ob eng Terra zu Straßig an der Rue de Loré. Wenn er den Dossier geguckt hat, dann hat er vielleicht festgestellt, dass das Herrschei da verschworen ist. Da können Sie sich vorstellen, ob das Herrschei die mit diskutieren und mit aufstimmen. Wir sind der Meinung, dass er kein Interesse direkt hat, finanziell oder irgendwie ein Interesse hat. Ich meine, das ist ein Kanal von der Gemeinde, den hier über den Terra geht, den er verkauft wird. Da tun wir eben, dass oft die Servituden für die Kanäle nicht formalisiert waren. Dat an dem Kader hier wollen wir das machen. Und dafür bleibt es Serge durchsitzen. Wollte ich da just Bescheid so, wenn du keine froh dazu hat, dass das dann an der Reihe ist. Voilà, wenn wir dann zum Plan kommen, du siehst da hier am Sikom, wo der Kanal lebt, der verbindet eigentlich die Loré mit der Rue Saint-Donat, der lebt auch nach über einer Terrain, wie ich gerade gesagt habe, wie das heute Bauprojekt ist, auf dem Terrain. Gegen wir da profitieren, für die Servitude zu formalisieren. Die Proprietäre sind noch da auferstanden, das ist auch kein Problem. Sie engagieren sich da noch, da wo der Kanal leidet, keine Konstruktionen drauf zu setzen, die am Fall von einem Problem, einem technischen Problem an Gemengen müssen intervenieren,
müssen wäsch geholt gehen, das natürlich so, wann Gemeng du muss schaffen, für den Terra für den Kanal zu flecken oder eine Firma, die von der Gemeinde umgestaltet wird, da gëtt den Terra natürlich immer den Zustandsrückgesat wie eine 4 von huet, also Gras muss zurückgepflanzt gehen an wann einer eng Borde mis remplaciert muss dat gemerkt gehen. Voilà, sind dort so froh zu dem Kanal an zu der Servitut. Kein frohen, da können wir auch darüber aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mat der Prokration vom Jules, ja. Heinz Serge. Ja. Tyson Paul. Ja. Herr Schnicko. Ja. Und Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Dann haben wir den Punkt 3 aufgeschlossen und dann kommen wir zum Punkt 4 als die Konten und die Giften Serge dann präsentieren. Voilà, ich präsentiere nicht dann eine ganze Reihe der Konten. Da sind eine ganze Reihe Projekte dabei, die schon eine Zeit schon aufgeschlossen sind, die wir dann auch clôturieren an der Kontabilität. Das ist der nächste Projekt von dem Umbau von dem Verstauungshaus, wie man so auf der Kircheplatz. Da waren die wie gestimmt gegen den 27. Februar 2019 für ein Montant total von 1.095.000 €. Da ist es so ausgegangen, dass man am Anfang just Depense effektiven hatte für 674.396 €, so dass man am Anfang in diesem Projekt 420.000 € rund Mann ausgesehen wie für drin. Das ist ein ganz gut Nachricht, dass ich wollte auf zwei, drei Erklärungen geben, wie weit das so ist. Ich meine, da war ganz an dem DW ganz viele Sachen viel gesehen, die am fahrenden Konten nicht realisiert gesehen, respektiv die sie nicht so angetreten sind. Also just für Beispiele zu gehen. Ich meine, da war für den Asbestbehandlung waren initial eine wie 93.600 € viel gesehen. Da war nur ein Montant von bei 90.000 € angespurt, weil am fahrenden Konten, wie da habe ich wirklich gemacht, gesehen, wie das Büro de Kontrolle durch, weil da war am Anfang just der kleine Rohr, den am Anfang kontaminiert war, in der Situation. Und dafür war er schon lange auf dem Posten 90.000 € Mann. Dann ist es doch so, dass am Laufe des Projekts eine ganz freie Sachen, da waren auch viel gesehen für Lift, für Mobilität reduit anzubauen, es war viel gesehen für die Fassaden, teilweise neu anzustreichen, neu zu machen. Und da sind aber auch diese Projekte, beim Lift war das Problem einerseits auch, dass nicht ein anständiges Offer da war, für das zu realisieren und das doch technisch machbar gewesen wäre. Dass das gut geklappt hat, so dass auch ein gesagt ging, dass wir sowieso am Kader von neuen Dörf die Extension von der Gemeinde geplant ist und dass dann dadurch neue Aktien entstehen und auch die ganze Konzeption von der Mobilität reduit, für das mehr gerecht konform zu machen. Geplant und dass auch da ganz Reihe Posten angespurt wird, wie gesagt, dass wir investieren und nicht mehr so, wie man haben muss, für dass es konform ist. So dass auf diesen Posten auch ganz viele Suche konnten angespurt werden. Ich meine, du hast lange bei der Plattform Elevatrice, die viel gesehen waren, das waren 50.000 €. Bei der Fassade, also ich habe schon am Anfang ein Nustrach gemacht, gehe viel raus bei dem Gang, wo der Rang geht, an der Gemeindekonseil ist, wo gestracht gehen, dass der Rest was von der Fassade am Anfang losgehen, dass hier 40.000 €. Da war doch so, dass du den Architekt an Cour de Route den Mission mir weitergeführt wird, dann so macht du bei den Honorären, weil 2.000 € angespurt und da erklärt am Anfang, dass man heute Projekt wenn die viel mehr billig gehen als ich meine, aber die Freundin kann dabei der Wand war das ganz flott gehen. Ich meine, als Leute sind noch ganz zufrieden, das funktioniert alles tipptopp, so dass der drei am Anfang Projekt aus die ganz gut geriert gehen, als wo just das nächste gemacht gehen, also dass der alte Koffer da ist, wie das man als Leute gut können schaffen und einfach können wir in Zukunft mal beibauen. Nicht da müssen Sachen wegschrappen oder anderen, die dann auch nicht investiert gewischt werden. Kann er froh sein. Merci Serge, ich will vielleicht noch etwas beifügen, weil der Brand ja war zu Jung Lünster an der Gemeinde, und ihr wisst, dass wir auch ein paar Stücke als Archiv im Speicher haben. Mengen, dass wir da konform sind und alles richtig, dass wir mit Präven da war, und reinkehren, für aber sicher zu sein, dass man nicht denke, so etwas haben und als Archiven da verbrennen. Also Brandlöscher ist ja aber mehr heiß wie wir in einem normalen Büro. Wir gucken da doch noch. Voilà, wenn kein frohe Sinn, dann könnt man über den oder stimmen wir da noch zusammen auf. Stimmen wir da noch zusammen auf die Konten. Ja, merci.
Gut, da komme ich bei den nächsten Dekonte, das dann ein Dekont von einem Budgetsartikel, den heißt Reaménagement Espace Public au Parc d'Activité Siedal. Du hast da ein bisschen umgedreht. Du hat man insgesamt die Wien, die hier vorgesehen wären für 740.000 Euro, und du sind aber Depensen auf den Budgetsartikel gebucht gehen von insgesamt 147.333,84 Euro. Ich meine, wenn man den Dekont geguckt hat, da sind eine ganz Reihe Depensen. Ich meine, den Artikel, den hast du genug gefangen, mit Belast zu gehen ab 2017. Und da waren die letzten Depensen, die drauf gebucht sind, die wesentlich waren 2020. Und da kommt ein kleiner Monat 2022. Also das ist ein Artikel, den am Anfang ganz lang Jahren ab war, an den am Anfang niemand ein gesamte wie abgemacht ging, dass mir den am Anfang so existiert wird. Und das erklärt, bei dem Anfang erklärt, für was die größten Departements, das sind am Anfang zwei große Etüden, die über den Budgetsposten gebucht sind. Und die am Anfang, wo aber nie in die Wie gestimmt ging, weil am Anfang die Projekte bis noch nie zu einer Umsetzung gefordert für einen großen Stil. Das ist einerseits die Etüde, die gemacht ging von einem Büro d'Etude für Terrain Engineering, das ist eine Etüde, die in Auftrag ging von dem Poi Chaussee, von der Gemeinde Dane, von der Gemeinde Schötter, für eine Analyse zu machen, für die Situation an der Aktivität zu tun, und notamment für das Konzept von der Mobilität, mit der Neugestaltung von der Aktivität zu tun. Du hast als Depense in gewährten Monat von 45.513 Euro, die mir von der Hummissen drohen. Und da das von den zwei Posten, die hier wesentlich an Gewicht schon, wo von Kenia in der Wie gestimmt, die war am Gemengerot. Voilà. Und den zweiten, das ist ein Posten von von 50.000 Euro, das ist ein Wie von einem Büro d'Etude für Schreider Associé, wo auch sie sich da beschäftigt haben, für an der Aktivitätszone zu gucken. Erstens war den Deal für eine Tüte Feasibilität für den neuen gar an der Aktivitätszone, der dann war für ein Devis für den Chemin für Piéton zwischen den von der Schötter, den über dem Projekt gelaufen ist an der Zeit, und dann eben noch für die Optimisation von dem Stationnement an den Arrêt de Bussen an der Industriezone. Der ist auch da, als dann eine Etüde, die einen Auftrag ging, aus dem vom Schäferrot für viele Jahre, an denen wo nur die Depensen auf die Budgetsartikel gebucht gehen, als irgendwie da wie in der Welt dazu gestimmt gehen, und an die zwei Monate erklären am Anfang den Departement. Die anderen Freien, die dann da gebucht sind, ich meine, das sieht da, das sind auch effektiv die Frauen, wo die Wien, die gestimmt sind, das waren die Passerellen, die ja schon gesagt haben, an dem Mobilität urbain, an der Aktivität, von denen er sagt, die zwei Posten, wo am Anfang in die Wie gestimmt ging, die waren auch dementsprechend an der Kategorie, wie in die Wie gestimmt ging, exekutiert ging, sodass man da am Anfang kein Departement hatten. Voilà, das sind die Explikationen zu dem Posten. Du froh sind? Nein, dann fahren wir weiter. Dann 4.1.3 ist dann die Approbation von einem Dekon von Nabeste für die Installation der Panneaux solaire Photovoltaik. Das sind am Anfang Photovoltaiksanlage auf dem Westjahr von dem FC Münzbösch. Das war wie von 31.000 Euro, und das Depense effektiv 35.191,90 Euro. Die Anlage ist den 19. Januar 2023 in Betrieb gegangen und hat 2023 am ganzen 20.767 Kilowattstunden produziert. Das ist ein bisschen mehr wie das, was vorgesehen war. Insgesamt war vorgesehen 21.712 Kilowattstunden, sodass das am Anfang eine Anlage aus sich, die das erfüllt, was versprochen wird. Und davon sind wir ganz zufrieden. Und der konnte auch sagen, Halle gehen dafür, dass das Projekt den dann tiptop gelaufen ist. Ja, seid froh. Oh. Nein. Dann kommen wir bei den Dekont von den Erbesten für die zwei Häuser an der Rue de la Montagne zu evaluieren. Ich meine, den hat man schon heute am letzten Gemengerot vom November, diskutiert. Ich meine, da hat man einen initialen Devis von 1,2 Millionen, bis 1,2 Millionen anderes 1000. Da hat man damals einen zusätzlichen Devis mit Stimme von 545.000 Euro, wo da eben zusätzliche Kosten gekommen sind. Mit dem zusätzlichen Devis konnten die aufgeschlossen gehen, und wir können heute den Konten machen, sodass wir heute bei Gesamtdepense kommen von 1.771.542,70 Euro.
Du hast so, dass am Anfang auch lo ein Demo schon ein Individ Subsid zugesichert war von 100.000 €, aber wie auch schon angekündigt, du will es mal Basis vom Dekonten einfach bei den Minister de Logement zu go fir ze froen, ob den Devis kann de Subsid kann ugepasst gin Grund von den Kächtesteigerungen, die man bei dem Bau hatte von den Häuser fir du hoffentlich en besse mé grosse Subsidskrä wie die 100.000 €, die fir gesi sind. Häuser sind ja auch schon dem 1. Dezember 2022 verlohnt an du da ge man dann mit dem heute de Kon de Projekt aufschließen aufgesi von dem hoffentlich positiven Aspekt von de Subsiden, die man nach kräen. Und do froh sinn schon der froh. Ja, nee. Pardon.Ges ass dat so dramatiséiert ginn die Kächte vun den zwei Häuser. Mech menge wann en Lo de Subsid guckt, da bleif de Kächte Punkt awer Schwez vu 600.000 € vun engem Haus, dat heescht vun Logement abordablen an wann en die Situationun fir Druffen no an Gausun erkennt oder kennt, da wesinn dats op dem Sitselver ganz koop Infrastruktur habe ich den humisse gemerk in die Gunne da geplant werden. Du war Wasserbasing an so weiter den missen entfernt gin an den sech an der Planung vom Architekt net fir gesi war. Dat so e vu den Beispieler, wo ich aber will so, dats am Endeffekt ich mein, die muss auch gucken, die Qualität, die Gemeng Schëtter ich mein, nach immer gebaut hue und wer doch an Zukunft bauen defir schmengen soll ich schon die Kächte nuancéieren aufleicht net so gravéieren gucken oder da so dramatisch auszudrecken, wie datläschkes geschieht war. Ja, merci Serge. Darüber kann ich natürlich diskutieren. Ich meine, wenn der Staat einen Teil von der Freien überhält, dann hast du nicht Gemeng diese bezielten mit dem Kastenbau aber noch immer dieselbe tun. Du hast natürlich recht, da war für die Wasserbassin, die immer müssen aufgehabt gehen. Das waren Kästen, die kommen normalerweise bei den Bauterren nicht zu starten. Hier war das so, du hast recht. Der dann war ja will so und ich meine auch da überlegen wir an der Zukunft werden wir wahrscheinlich trotzdem ob einer Wehr go in einer Formule fannen. Ich meine die Leute, denen wir den Wohnraum geschafft haben, das ist auch ganz flott, das ist auch ganz richtig. Wir wissen, dass do de Loyer auch enorm niedrig ist. Aber vielleicht kann ich aber erkaufen an Zukunft, wenn wir so Wohnraum schaffen, dass aber Gerd, Kelleren und so weiter mehr gedeelt gehen. An net wie heute der Fall ist, aber Familienhäuser man eng Privatgärt, man den große Keller und so weiter und so fort. Und wir wissen wie andere Leute struveln, die vielleicht nicht an den Genuss kommen von den ohne Konditionen, weil sie dann aber ein bisschen mehr verdienen für Wohnungsmarkt heute Lützeburg für Wohnraum können zu kaufen. Die kommen vielleicht gut nicht an die do gelegen für so zu wohnen. Also das sind wir auch am Gang zu überlegen. Also wir wollen weiter abordable Wohnraum schaffen, wir mengen, dass wir das Modell muss oppassen, also wie wir dann in der Vergangenheit gemerkt haben, mit Familienhäusern vielleicht trotzdem ins Kästenintensiven Modell an einer Wehr gefahren sich an die wollen wir dann auch gehen. Nach ein Froh zu dem Projekt, nee, dann gehen wir zum nächsten Dekont, Serge von Stift. Dann kommen wir bei Dekont vom Budgetartikel Remise en état des Espace public. Heiers am Fong geht es darum, dass das ein Totalgewicht, ein Devisgewicht von 52.000 €. Das war am Fong für die Sonnenschutzsegeln Terra von dem Petang zu Minzbösch, wo initial ein Devis gestimmt war von 52.000 €. Du hast Depense effektiv von 44.425,63 €. Dat einfach Depense gewicht, die du kom hast für die Installation. Et war du so Zusatzinformationen, die net op den Artikel gebucht gin, mit du war schon ein Schuld, weil der eng von den Stange gebracht wär, die ersat gin. Dat war auch eng Reparaturrechnung von 1.500 €, die bezögt die iwwer diesen Artikel da wirst dawer beschscheet, dat du für kurz eng Erbestück gemacht gesinn und darum alles funktioniert. Eng froh. Da kommen wir noch zu dem Budgetartikel, den Aménagement des Alentours Centre scolaire alternative Schulhof.
Dat waren verschiedene Wehen, die do gestimmt gesinn iwwer Joren, das auch ein Artikel, die schon seit 2008 obers bis 2021 waren do Depensen op Geburt gin, also ganz lang Joren, die man dann haut aufschleessen. Du waren de Wie gestimmt gi fir 1,8 Millionen 750.555 an du sinn effektiv Depense gewircht vun 1,4 Millionen 7.384,17. So hummer auch do viel Manner Depensen wie de wie fir gesi war. Ich mein, du hast een Hauptpunkt, also du sie verschiedene Änderungen immer Kur de Rut von dem Aménagement von den Schulhef gemerkt, mit das een habt Posten, den du geändert huet, dat war an dem initialen de Video war du wo haut de Schulgard ass du war demos schon fir gesinn fir du so en Gärtnerei an Atelier, weil dat demos genannt G40 gesinn an dat war demos an enger Film eng Holzbauweis, aber mir viel mehr robust mat technischen Anlagebanden dran, also war das fort. Also du war en Budgetsposte fir leng fir dat Gebäi fir 325.000 Euro 260 TTC 4 gesinn an dat am von Demos vum demesche Chefrot schon gesot gin, dat den Projekt net realisiert geft die Well awer net ganz klar war wéi de Projekt vom Ausbau vom Schul gefeiter goen an fir dann so eng Som ins investieren, so dat de Mont am schon sechten e kartechten de wie an den Depens effektiv erklärt. An entretemps de Schulgard ass de Schulgard awer realisiert gin, dat awer auch ënnerstand do den Tiptop funktioniert an dat zu eng ganz raisonable Preis do fir méich, war dat doch absolut die richtig Entschädung. Voilà. Dozo froh sinn. Kein frohe Sinn. Schnecke Merci für seg detailliert Ausfeierungen zu den Dekonten. Dat sind net die lachte Konten, wir werden noch an Zukunft nach mat Dekonte kommen. Da so ein bisschen immer penibel Exerzice. Mehr muss aber gemerkt gehen und wir wollen ja auch noch transparent beim Gemeinderat zusammen schaffen, sodass da wichtig Aufgabe ist. Voilà, da kommen wir zum Wort. Wir sind alle gut zusammen. Aisha Serge. Ja. Jerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mat der Progression vum Julia. Trein Serge. Jo. Treisen Paul. Ja. Als Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci vielmals. Voilà, dann hätten wir die Punkte aufgeschlossen. Der Punkt 5, Question écrite, wo wir keine Rakrit sind, so frohen. Anne-Marie von Schlift. Schon 3 Frauen für dich. Wir sind gefordert gehen, ob es möglich wäre, für am Kirfisch beim Kolumbarium für eine Bank zu installieren, weil die Leute können da gerne vielleicht mal einen Moment sitzen. Für jeder Leute, das ist vielleicht wichtig. Als zweit wäre es möglich, für eine Vitessekontrolle zu machen an der Zone 30. Ich kann immer über die Rüde Sellingen schwätzen, aber da geht das so sehr vor, das wäre vielleicht mal wichtig für das zu kontrollieren. Als dritt, die Mail, die geschickt hin ist für den Eventblock, den war auf Französisch. Was waren die Verlegungen für das zu machen? Weil ich weiß, 10 Vereine, wo kein Französisch schwätzt. Ja, aber Französisch als Amtssprache und dann ist rein so der Reflex, mit das vielleicht recht mir gucken, dass meine Übersetzung nur schicken. Ja, Plötzlich oder? Okay. Was wird das Stress so geht, mir hänge immer auch den V-Account op zu gucken und stellt sich normalerweise raus, dass Situation dann aber vielleicht nicht so dramatisch ist, wie die Leute empfangen. Ich will nicht immer so, dass wird das halt mit der aber vielleicht viel mehr wie ihr mengt. Mir das aber kein Problem. Wir frohen Police, der jo der neue Chef hat angefangen. Und da froh man sieht, dass sie aber dann mal so eine Kontrolle machen. Ich habe selber so durch die Sendungen gefahren, da habe ich zwar nicht festgestellt, dass sie zu schnell gefahren sind mit den Verkehr, so kommen noch so enorm. Also rechtfertigt das auch, dass mal eine Polizei da steht, kontrolliert. Ich bin froh, dass sie das machen. Und dann beim Kolumbarium, wir wissen, dass man muss eine Lesung fahren muss, aber auch da noch nicht dezidiert, was die definitiv Lesung soll sind. Also ein bisschen schwierig, weil man ja parallel aber mit diesem Urbanistenkonkurs weil Viro kommen und da auch ein neuer Markt drauf steht und so weiter, weil den auch nicht vielleicht auf der falschen Platz zu viel investieren, mit einem Bankrem aber dahinter gestalten. Das könnte man aber machen, das dürfte kein Problem sein. Voilà, Anna Frohen, du Jump. Ja, dann
Maurice Weicker geht jo an Pensionioun an du aslo en neuen Chef Gesicht gin er noch genannt gin der krit a wann an Adjoint den ass net genannt ja van dem Malogin afhalen Jerome ja. Das relativ kompliziert den was net Weber an net Müller der fir we net genau. Nee. Ja. Sobald man hun mir checken ja Nico ja de Brand zu jungste wird gewisse wie wichtig der Brandschutz von unsere Gebäier oder von der Gemeinde Gebäier respektiv Digitalisierung von den Dokumenten von den Archiven as ich weiß das mach für Jahre schon nach der Digitalisierung angefangen hun wollte ich einfach Suggestion machen dass wann in einkeier wie du doch fir nu gedeit hues guckt ob ons Büroen an ons Gebäier wie vom Brandschutz optimal organisiert sinn, dass sie noch guckt wie weit man mat der Digitalisierung sinn. Ich weiß das net ganz einfach mundial Plängen, dat sie Großflächen, dat geht net so einfach soll ich vielleicht no dems dat zu jungste geschieht as no dems gesinn huet wat remisiert hat fir ein Gemenkar bedeiten vielleicht no gucken ob in an der Digitalisierung doch schon gut opgestalt oder wenn sich nach Kabasse aufstellen. Das ist ganz richtig. Also wir sind bei der Digitalisierung dabei mir konzentriert op die Utuien, die man brauche für all die erbecht für die Flügen zu verbessern. Du hast aber komplett recht. Wir müssen noch gucken, dass man ab von GED an Platz kriegen und alles Dokumente digitalisiert tun. Also das ist ein gut Aussatz. Da kann man meist noch drüber. Der Pol. noch wo drüber gespart war Grillplatz zu übersehen ich weiß hast du schon abs drüber gespart gehen an der Holgin weil die gesagt ziemlich wüst aus und dann wurde ich mal Hecke schneiden nur frohen Schulen der so ging dann Gemengebot nichts Gesetze mir nach Zeit aus wo der besten Zeitpunkt dass wir sie noch zu schneiden ja das war schon Punkt nur froh. Wir hat noch haut nach vu Hecke schneideriert wir machen die Information sowieso gefrot gin Zeit dass man dat machen an dann mat der Grillplatz ja da muss man gucken wann dass man so proper machen das so dass den Vierstrom von kein Grillplatz mehr immer wölt weil einfach net gerabel las weil also gi noch verstänne schleit mir leider gin doch der Raner an könnt also dacks 4 wandern Grillplatzen an das da meschens was da noch overes oder an der not benutzt gin dann as mo ist dann dementsprechend gesäidet dann aus also net meschens mir oft so nach viel schut fir wat Leute op de Idee komme fir dann alle sun ze fenken an überall Futi zu schlo das verstehe ich auch nicht damit da das aber der Kost den man muss meinen das so regelmäßig dass der Vierspruch seht wir können eigentlich nicht mehr do an der Natur wo man auch Natur schützen so Sachen so Griller hinsetzen für das die dann so missbrauch gehen wir könnten müssen aber Platz an 3 setzen müssen sie putzen da machen wir vielleicht auch das falsch wird wo Platz geholt mir die Platz schon als Platz ja. Als Platz wo Leute können sich wo sitzen oder so wird das ja wo kannst wandern wo es dann auf mich geht höchst ich mal zu setzen oder Picknick zu machen oder Gott fahren ne? Ja merci das käme dann gebe ich dem Publikum noch frohen kein froh haut voilà dann wäre mal dadurch für haut ich so alle go merci für die Flotte konstruktiv zu summen erbecht ich wünsche nicht nach einen ganz schönen Abend an dann gesimmer so purmol Davidation für die Gemengerot werden rausgehen da könnt ihr mat ruhig Gewüsse kommen an dann si invitiert dat klappt an voilà, da bis die nächste Karriere auch dem Publikum dobausen schönen Abend an vielmals merci Eddie.